Liebe Schwestern und Brüder, dieser Text aus dem Evangelium nach Matthäus erschüttert seit Jahrtausenden die Vorstellungskraft der Menschen. Er verändert bei dem einen Menschen das Leben, bei dem anderen ruft er Erstaunen oder sogar Ablehnung hervor. Es ist offensichtlich, dass die Worte Jesus das Bild eines höheren moralischen Ideals enthalten. Seine Worte können uns ratlos lassen. Wie kann es sein, dass man mir auf die rechte Wange schlägt, ich aber die linke hinhalten muss? Das ist nicht für mich, sagte mir einmal ein guter Kollege, der gewohnt ist, als Kämpfer durch seinen Lebensweg zu gehen. Jesus erinnert uns in seiner Bergpredigt an ein bekanntes Wort aus dem Alten Testament. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Worte waren ursprünglich kein Aufruf zur Rache, sondern eine Begrenzung der Gewalt. Man sollte niemandem mehr wehtun, als einem selbst angetan wurde. Jesus ist nicht gegen das Gesetz. Er kritisiert, dass Menschen einander bestrafen oder Rache ausüben. Aber ist nicht Jesus auch ein Kämpfer? Es ist bekannt, dass Jesus im Anschluss an die Bergpredigt die Schriftgelehrten wütend wegen ihrer Ungerechtigkeit anprangerte. Sieht etwa so nicht Widerstand gegenüber dem Bösen aus? Darüber hinaus berichtet das Evangelium zweimal, wie Jesus in den Tempel ging und alle hinausjagte, die dort verkauften und kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Stände der Verkäufer um. Er machte eine Peitsche aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Man könnte hier einen Widerspruch zwischen den Worten und Taten von Jesus feststellen. Wenn Jesus sagt, ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt, meint er da nicht, dass man nicht tun soll. Das eigene Handeln von Jesus zeigt, dass er Unrecht klar benennt, ohne selbst der zerstörerischen Gewalt zu folgen. Um die Worte von Jesus Christus zu verstehen, ist es wichtig, nicht nur darauf zu achten, was er sagt, sondern auch, was er nicht sagt. Mit seinen Worten sagt er eben nicht, dass der Mensch sich von jeglichem Widerstand gegen das Böse distanzieren und den Kampf dagegen verweigern solle. In der erwähnten Episode gibt uns Jesus selbst ein Beispiel dafür, wie man das Böse tadelt und beschämt. Jesus spricht in seiner Predigt nicht von einzelnen Pflichten, die man erfüllen muss. Er zeigt eine neue Herzenhaltung, die aus dem Vertrauen auf Gott wächst. Diese Herzenhaltung lebt nicht von Rache, sondern von der Erfahrung der Gnade Gottes. Weil Jesus uns liebt, vergibt er uns alle unsere Schuld. Wenn Jesus uns lehrt, nicht das Böse mit Bösem zu vergelten und den Feind zu lieben, ruft er nicht zur Passivität gegenüber dem Bösen auf. Er spricht vielmehr darüber, welche Handlungen für den guten Kampf nicht eingesetzt werden dürfen. Was würde nämlich passieren, wenn wir, nachdem wir einen Schlag erhalten haben, mit dem gleichen antworten würden?
Aus unserer Schulzeit wissen wir, dass Newtons Gesetz, die Aktionskraft gleich der Reaktionskraft ist. Das Fach Physik war für einige von uns nicht unbedingt ein Lieblingsfach, oder? Mir ging es übrigens ähnlich. Und jeder Gegenangriff führt unweigerlich zu einem neuen Gegenangriff, bis die Eskalation von Gewalt und Wut zu einer großen Katastrophe führt. Ähnlich ist es bei unseren zwischenmenschlichen Konflikten. Wenn die Konfrontation immer radikaler wird und von Hass geprägt ist, dann muss jemand als Erster aufhören. Denn nur wenn man aufhört, kann man über die Gründe des Geschehens nachdenken und einen Ausweg finden. Jesus sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin. Damit meint er keine Erniedrigung. Er zeigt einen Weg, wie Gewalt nicht weitergeführt wird. Wer nicht zurückschlägt, entzieht dem Bösen die Macht über das eigene Handeln. Das Aufhören bedeutet, auf den Schlag nicht in gleicher Weise zu reagieren und die Beleidigung nicht weiterzutragen. Es bedeutet, die andere Wange hinzuhalten und die Kraft zu finden, nicht mit derselben Gewalt zu antworten. Zu dieser Weisheit gelangen wir Menschen durch die Erfahrungen unseres Lebens und durch die Botschaft von Jesus. Und wer mit dir streitet und dir den Rock nehmen will, dem gib auch den Mantel. Ebenso sagt Jesus, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, geh 2. Diese Bilder stammen aus der damaligen Zeit, drücken immer noch etwas Bedeutendes aus. Ein Mensch kann innerlich frei bleiben, auch wenn er Zwang und Unrecht erfährt. Wahre Freiheit entsteht im Inneren des Menschen. Sie zeigt sich darin, dass man trotz Zwang selbst bestimmt, wie man handelt und denkt. Der russische Schriftsteller und Philosoph des 19. Jahrhunderts Leo Tolstoi war ebenso von der Bergpredigt inspiriert. Er sagte einmal, widerstrebe dem Bösen nicht mit Gewalt. Zu dieser Einstellung kam der zukünftige Schriftsteller durch schwierige Ereignisse wie Krieg und Verrat. Der junge Tolstoi ging freiwillig in den Kaukasuskrieg, wo er den jungen Kaukasun Zedok kennenlernte. Dieser rettete ihm das Leben, indem er ihm sein Pferd gab, sodass Tolstoi der Verfolgung entkommen konnte. So wurde ein Feind zu einem Freund. Für Tolstoi war es notwendig, dem Bösen mit anderen Formen des Widerstandes zu begegnen, wie Überzeugung, Argumentation oder Verzeihung, die an das Gewissen des Menschen appellieren. In seinem Roman Krieg und Frieden gibt es eine Erzählung, wo der Fürst Andrei im Krieg seinen Feind und alten Bekannten Anatol trifft. Dieser Moment ist besonders bedeutsam, weil Anatol der Mann ist, der ihm zuvor das Liebesglück genommen hat. Andreis Verlobte hatte ihn verlassen und sich für den Frauenheld Anatol entschieden. Damals schwor Andrei, sich an ihm zu rächen. Nach einer schweren Schlacht im Napoleonischen Krieg wird Andrei selbst verwundet und kommt in ein Feldspital. Dort begegnet er unerwartet dem schwer verletzten Anatol.
Anstatt Hass zu empfinden, spürt Andrei tiefes Mitleid. Er erinnert sich an die Worte von Jesus und daran, dass Jesus nicht nur die Liebe zum Nächsten, sondern auch die Liebe zu den Feinden predigte. In diesem Moment vergibt der Fürst Andrei dem Anatol und sieht in ihm nicht mehr den Feind, sondern das unschuldige Kind aus seiner eigenen Kindheit. Gleichzeitig denkt Andrei an seine ehemalige Verlobte. Er empfindet erneut Liebe zu ihr und spürt die Kraft des Lebens sowie eine tiefe Gottesnähe. Und nun lassen wir in einer kurzen Pause die Musik auf uns wirken und genießen die schöne Szene mit den Egli-Figuren, in der sich Menschen dank Jesus versöhnen und aus Feinden Freunde werden. Ist es für uns wirklich notwendig, unsere Konflikte bis zum Ende durchzukämpfen, bevor wir die von Jesus verkündeten Worten als Wahrheit anerkennen? Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Diese Begrenzung des Liebesgebots hebte er nun auf. Und diese Gedanken führen hin zu den schwierigsten und zugleich wichtigsten Worten von Jesus in seiner Bergpredigt. In den slawischen Sprachen wird der Feind oft als Nicht-Freund bezeichnet. Meist betrachten wir uns selbst als Träger des Guten und der Wahrheit. Nicht wahr? Den Menschen, der uns Leid angetan hat, identifizieren wir schnell mit dem Bösen. Es kann sich jedoch herausstellen, dass er oder sie gar kein schlechter Mensch ist. Unsere eigene Sicht auf Gut und Böse ist oft sehr persönlich. Unser Feind muss nicht gleichzeitig Gottes Feind sein. Der Regen tränkt sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten. Jeder Mensch ist eine Schöpfung Gottes und geliebt vom himmlischen Vater. Wenn wir versuchen, unsere Beziehungen aus diesem Blickwinkel zu betrachten, dann werden die Menschen, die uns verletzen, vielleicht nicht mehr automatisch als Feinde gesehen. Jesus sagt, liebt eure Freunde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Seine Liebe macht keinen Unterschied. Und was bedeutet Liebe? Es gibt wahrscheinlich keine umfassende Erklärung dieses Begriffes, obwohl so viel über ihn gesagt und geschrieben wurde. Leo Tolstoi schreibt, Liebe verhindert den Tod. Liebe ist Leben. Liebe ist eine Kraft, die Menschen miteinander verbindet. Die Liebe von Jesus zu seinem Freund Lazarus lässt ihn wieder auferstehen. Doch die Idee der Feindesliebe ist schwer zu begreifen. Wenn Liebe die Kraft ist, die Menschen vereint, wie ist es dann möglich, sich mit einem Nicht-Freund zu verbinden? Selbst wenn ein Mensch nicht böse ist, sondern mir nur persönlich unangenehm, wie ist es dann möglich, ihn zu lieben? Der Text des Neuen Testaments enthält das Geheimnis Gottes, dessen Verständnis weniger durch Vernunft als vielmehr durch Erfahrung möglich ist.
Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das Gebet für den Feind ist kein Nebensatz, sondern ein Schlüssel. Wer für einen anderen Menschen betet, gibt ihn in Gottes Hand. Wer für einen Menschen betet, der ihr oder ihm Schmerzen zugefügt hat, öffnet einen Weg zur eigenen Veränderung und überlässt das Urteil Gott. Wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, liebt eure Feinde, dann verwendet er für das Wort lieben das griechische Ausdruck Agapao. Agapao beschreibt keine spontane Zuneigung oder nur eine Sympathie. Agape ist eine Liebe, die sich nicht aus dem Inneren des Menschen erklärt, sondern aus dem Gotteshandeln. Im Unterschied zu anderen griechischen Begriffen für Liebe meint Agape eine bewusste und freie Zuwendung zum anderen Menschen. Diese Liebe fragt nicht danach, ob der andere liebenswert ist. Sie fragt auch nicht, ob der andere mir nahe steht oder mir wohlgesinnt ist. Agape richtet sich auf den Menschen als einfach Menschen. Sie sieht ihm gegenüber zuerst das Geschöpf Gottes, was in der heutigen Welt immer weniger geschieht. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann fordert er uns nicht auf, warme Gefühle für diejenigen entwickeln, die uns verletzen. Er verlangt nicht, dass wir das Unrecht gutheißen oder vergessen. Vielmehr ruft er zu einer Herzenhaltung auf, die dem anderen die Würde nicht abspricht. Agape bedeutet, dem Feind das Menschsein nicht zu nehmen. Diese Liebe ist nicht nur eine Leistung des Menschen, sondern eine Antwort auf Gottes Handeln. Denn Gott selbst liebt alle Menschen unabhängig davon, ob sie gut oder böse handeln. Die Feindesliebe ist darum keine Heldentat, sondern eine Bewegung aus der Beziehung zu Gott heraus. Wer aus Gottes Liebe lebt, kann beginnen, auch so zu lieben. In diesem Sinn ist Agape keine Überforderung, sondern eine Einladung. Sie beschreibt nicht, was wir aus eigener Kraft leisten müssen, sondern was möglich wird, wenn Gott im Zentrum unseres Lebens steht. Die Feindesliebe wird so nicht zu einem moralischen Ideal, sondern zu einem Weg, auf dem Gott selbst gegangen ist und mitgeht. Jesus selbst hat Feindesliebe geübt und ist für seine Feinde, für uns gestorben und hat unsere Schuld getragen. Und Gott ist Liebe, heißt es in der Bibel. Wenn wir nicht immer unser eigenes Ich im Mittelpunkt stellen, sondern Gott, dann kann die Liebe zum dominierenden Faktor in unserem Leben werden. Gott, der in unseren Herzen wohnt, schenkt uns seine Kraft. So kann die Liebe zum Fundament unseres Lebens werden. Darum sollte er vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Diese Vollkommenheit meint keine Fehlerlosigkeit, sondern die Ausrichtung des ganzen Lebens auf Jesus und seine grenzenlose Liebe. Natürlich ist die Feindesliebe und der Verzicht auf Verurteilung für viele von uns schwierig und für mich genauso. Doch was geschieht, wenn wir allmählich versuchen, den Hass zu vermeiden? Selbst wenn wir unsere Feinde nicht lieben können,
aber mit dieser Herzenhaltung unterwegs sind, kann sich etwas verändern. Wenn wir andere Menschen in unser Herzen aufnehmen, wird Gott auch uns verändern. Amen.